Ja, wir haben Kindersegnung und das ist natürlich immer ein ganz freudiger Anlass, auch wenn das Thema heute lautet, warum Jesus wirklich trauert. Aber wir werden gerne miteinander sehen, es ist eben gleich ein Thema, das näher auch mit der Kindersegnung zu tun hat. Warum, will ich gerade erklären. Wer älter wird, der geht durch extreme Emotionen. Zuerst einmal das Schwangersein, betrifft Mann und Frau natürlich manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber es ist für beide, es ist ein Einschnitt im Leben, es ist etwas absolut Neues. Dann Geburt, das Aufziehen von den Kindern und irgendwo der Respekt, Gott vertraut uns Leben an, Gott vertraut uns eine Biografie an von einem hilfsbedürftigen Wesen. Und die Verantwortung zu übernehmen, die hat mich immer mit grosser Dankbarkeit, aber wirklich auch mit einer Achtung von Gott vor dem Leben und letztendlich auch von den Kindern erfüllt. Und die Freude 2005, Tamina, 2008, Anna, als sie auf die Welt gekommen sind, es sind schon wahnsinnige Momente auch gewesen. Und tiefer Respekt, tiefe Dankbarkeit auch zu Gott. Und bei aller Freude, die man ja dort auch hat, man sagt ja, Kinder kriegen ist nicht schwer, Kinder haben dagegen sehr. Und dann kommt eben auch die andere Seite rein, wo eben nicht nur Freude da ist, sondern wir werden auch mit Realitäten konfrontiert als Eltern. Und zwar, das ist die, wir haben ein anderes Leben nicht einfach im Griff. Wir können nicht komplett den Schutz bieten, wir können nicht komplett die Führung geben, die wir denken, das wäre nötig. Und es kommen dann auch als Eltern irgendwo auch gewisse Sorgen, vielleicht gewisse Ängste. Hey, was ist, wenn das Kind sich falsche Entscheidungen trifft? Was ist, wenn das Kind sich mit den falschen Kollegen oder Freunden einlädt? Was ist, wenn das Kind sich öffnet für Werte, die fremd sind, vielleicht für unsere Familie? Was ist, wenn ein Kind mit dem Glauben als christliche Eltern, denkt man auch an das, gar nichts zu tun haben will? Oder sich vielleicht Jesus zuwendet als Kind und sich eines Tages wieder abwendet. Und wenn Kinder so Entscheidungen treffen, dann trifft das die Eltern. Und es ist ein Schmerz, über den man gar nicht so viel redet, aber wo Realität ist in dieser Welt, weil man merkt plötzlich, es bringt etwas an Sorge, also an einem Mitleiden mit dem Kind. Und man wünscht sich manchmal, es wäre in eine andere Richtung gegangen. Und genau mit dem Gefühl hat eigentlich unser Text von heute Morgen zu tun. Und ich denke, es ist der emotionalste Text von Jesus überhaupt in der ganzen Bibel. Und ich bin, sorry, wenn ich ein bisschen emotional werde heute Morgen, es ist noch schwierig. Ich habe seit über 3 Wochen bin ich immer wieder durch die Predigt durchgegangen. Und irgendwo, es ist, als würde ich die Emotion von Jesus selber spüren. Und wenn ich mal ins Stocken komme heute Morgen, bitte vergebt mir. Und es heißt dort im Lukas 13, Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel birgt. Aber du wolltest es nicht zulassen. Und siehe doch, dein Haus wird veröden. Und du wirst mich nicht wiedersehen, bis du selbst rufst, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir sind in den letzten Sündigen durch das Lukas-Evangelium gegangen, der Sieverie, warum Jesus. Und wir haben hineingeschaut, warum Jesus relevant ist für uns Menschen. Wir haben hineingeschaut, wie der Glaube Sprache überkommt, auch in unsere Gesellschaft hinein. Und jetzt steht Jesus kurz vor dem Ende von seinem Leben. Und er ist nochmal auf Jerusalem zugegangen. Der Herodes bedroht ihn mit seinem Leben. Und was ich so cool finde an Jesus, er sagt, hey, sage dem Herodes, dem Fuchs, ich werde nicht von meiner Mission ablassen. Ich werde nach wie vor den Menschen Gutes tun, Wunder tun, Dämonen austreiben, Menschen Kraft und Güte Gottes zeigen. Ich werde den Menschen zeigen, wie Gott ist. Und ein Mensch haltet mich nicht auf an dem. Das liebe ich an Jesus. Aber da in dem Text zeigt Jesus uns
als Menschen seine unglaubliche Liebe, seine unglaubliche Zuneigung, die er hat zu jedem Einzelnen, aber auch der Schmerz, wo Jesus, wo Gott empfindet, wenn wir an der Stimme, am Rufen von Gott vorbeigehen. Und ich werde heute einfach durch den einen Text ein bisschen tiefer reingehen und werde den mit uns ein bisschen genauer anschauen. Zuerst einmal sagt Jesus da ihnen, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne. Und es spricht von dem, dass Jesus uns vor dem Verderben will retten. Wie kommt denn Jesus überhaupt auf das Bild von der Henne? Und wenn man das ein bisschen anschaut, ist es gar nicht so schwierig zu verstehen. Aber Jesus verwendet das liebevolle Bild von einer Henne, die Folgendes tut: Sie sammelt ihre Küken unter ihre Flügel, wenn Gefahr droht, zum Beispiel von oben her, irgendwelche Raubvögel oder durch ein Feuer, und nimmt sie dann wirklich so unter ihre Flügel. Und ich habe mir rasch überlegt, ob ich unsere eigenen 3 Hühner heute Morgen mitnehme. Aber meine Töchter haben dann gemeint, so mit dem Tierschutz wäre das nicht so gut vereinbar. Ich habe es, als wenn ich digital mitgebracht, aber das ist nicht unser Huhn, ganz ehrlich gesagt. Unsere geben nur Eier, aber keine Bibel. Es fehlt der Gückel, ja. Aber wir sehen das so und da auf dem Bild. Und wenn wirklich Gefahr droht, dann sieht man nichts mehr von diesen Küken. Dann sind sie wirklich komplett zugedeckt von der Mutter. Und es gibt verschiedene Naturbeobachter, die zugeschaut haben, wie genau das passiert, wenn ein Angriff da ist, zum Beispiel von einem Raubvogel, oder sogar, wenn das Feuer dort ist, dass die Mutter ihre Flügel schützend über der Bibel ausbreitet und dort bleibt, bis das Feuer vorübergezogen ist. Und so ihrem Nachwuchs das Leben ermöglicht. Und wer das Alte Testament kennt, der hat das Bild kennt von einem Gott, der seine Flügel schützend über uns Menschen möchte ausbreiten, wo Menschen ruft unter seinen Schutz, unter seine Fittich. Und es ist interessant, es ist immer ein Bild, das nur für Gott gebraucht worden ist. Und jetzt braucht es Jesus für sich selber. Und ich glaube, für seine Zuhörer ist es einmal mehr ein Indiz gewesen, zum zu spüren, vor uns steht nicht einfach nur ein religiöser Mensch, sondern vor uns steht vielleicht der lang ersehnte Messias, der von Gott gekommen ist und der allein von Gott gekommen ist, um uns Menschen ein Leben in Versöhnung mit Gott zu ermöglichen. Ich bin persönlich Gott so dankbar für verschiedene Bewahrungen, die ich erlebt habe. Noch in meiner Jugendzeit sind wir als drei junge Männer sind wir zum Comersee unterwegs gewesen, durch St. Engadin gefahren, Richtung Maloja-Pass. Es hat geregnet und es ist noch schwierig, einen tunten BMW unter 60 zu fahren auf diesen Straßen dort oben, vor allem in der Nacht, wenn niemand schaut. Auf jeden Fall, ich weiss, plötzlich sagt der Fahrer, «Hebe dich!» Und ich bin hinten, ich habe mich dann an diesen beiden Griffen gegeben. Ich weiss gar nicht, gibt es die heute noch so im Auto, die Griffe so am Dach, wo du dich kannst heben? Ich habe meine Füße verschränkt unter den Sitz, das Auto ist geschleudert und zack, seitwärts in eine Mauer rein. Und es war total schade. Die Pneu sind nicht mehr auf den Felgen gewesen. Und was für mich bis heute erstaunlich ist, wir sind alle komplett unversehrt zu dem Auto ausgestiegen. So eine Bewahrung von Gott in einem Moment, wo der letzte hätte sein können. Und gerade letzte Woche bin ich an einer Vorstandstagung von unserem Verband, von der Schweizerischen Pfingstmission. Wir sind in Liverpool gewesen, wir wären dort noch an einer Konferenz gewesen, nicht mit den Beatles, es war eine christliche Konferenz. Und dann in dieser Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag ist es mir gesundheitlich so schlecht gegangen wie noch nie in meinem Leben. Ich bin nur noch auf dem WC-Boden gelegen, habe gekämpft, dass ich nicht in Ohnmacht falle. Und der kalte Schweiß ist mir einfach ausgebrochen. Es ist richtig abgetropft. Ich habe keine Energie mehr gehabt, irgendetwas zu machen oder irgendwo eine Ambulanz zu holen oder so. Und habe mich dann einfach so durchgesucht, irgendwo so halb bei Bewusstsein. Und irgendwo so nach einer gewissen Zeit ist es plötzlich besser gegangen. Ich habe mich dann wieder ins Bett schleppen. Ich weiss bis heute nicht genau, was es war. Aber was ich weiss, ist Folgendes. Am gleichen Abend
habe ich dann plötzlich in meine Mails noch reinschauen, ich hatte genug Kraft gehabt. Und dann schreibt mir ein Pastor, den ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe, aus Finnland, schreibt: Matthias, ich muss dir schnell schreiben, ich habe dich letzte Nacht in meinem Traum gesehen. Und in diesem Traum habe ich gebetet für dich, meine Hand auf dich gelegt. Und ich hatte das noch schreiben, ich habe so etwas noch nie gehabt. Ist alles okay bei dir? Und in dem Moment wird mir so bewusst, wie Gott einfach seine Flügel ausbreitet hat über meinem Leben und wie eine Möglichkeit hat, Menschen zu rufen zum Gebet, die keine Ahnung haben, was läuft. Ich musste staunen über Gott, über seine Fürsorge, über seine Zuneigung. Und es war mir nachher so ein Bild wirklich gewesen, weißt du, egal wo du bist, wenn keiner irgendetwas weiss, Gott ist dort. Und er wacht über dein Leben. Er wacht. Aber die Frage ist natürlich aus dem Text, ja, was ist denn die eigentliche Bedrohung, von der uns Jesus schützen will? Und die wird aus dem Text uns nicht ganz offenbar, sondern wir müssen ein bisschen zurückgehen und den Kontext anschauen. Kurz vorher im Lukas 13 lesen wir Folgendes. Jemand fragte Jesus: Herr, werden nur wenige errettet werden? Und Jesus erwiderte: Die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch, hineinzukommen, denn viele werden es versuchen, doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten: Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen: Ich kenne euch nicht. Dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein, das kommt dann ein paar Verse tiefer. Und ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen, ihr aber werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Jesus zeigt euch im Gleichnis wirklich, um was es geht. Er sagt uns zuerst einmal, wisst ihr, es gibt nur eine Türe. Es gibt nur eine Türe. Und an einer anderen Stelle erklärt Jesus, wer die Tür ist oder was die Tür ist. Und die Tür zum Himmel hat einen Namen und das ist Jesus. Es gibt nur die. Und er sagt da drinnen: Bemüht euch. Und damit meint er nicht, hey, versuchen bessere Menschen zu sein oder sind anständiger oder irgendwie versuchen besonders fromm zu sein oder was weiß ich, 10-mal Ave Maria zu beten und 12 Vater unser am Tag. Er meint nichts von dem, sondern er sagt: Hört, setzt alles dran in eurem Leben. Setzt euch mit meiner Botschaft, setzt euch mit dem Evangelium, setzt euch mit Jesus auseinander. Es ist die allerwichtigste Entscheidung in eurem Leben. Darum bemüht euch. Und das Wort geht im Griechischen zurück eigentlich auf das Training von einem Spitzensportler, der alles dran setzt, eine Medaille überzukommen. Und es zeigt uns, wenn es um Jesus, wenn es um die Bibel, wenn es um das Evangelium geht, es ist kein Spiel, sondern es ist die existenziellste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und er sagt, die nicht durch die Tür gegangen sind, bei denen wird Tränen und Zähneknirschen sein. Was heisst das? Es ist der schmerzliche Ausdruck von einer Seele, die erkennt, ich habe es verpasst, in meinem Leben durch die Türen zu gehen. Und auf der anderen Seite schreibt Jesus und erzählt von einer riesen Schar an Menschen, die dort werden sein und die ihre Plätze im Reich Gottes eben werden einnehmen. Also ich will ganz offen sein mit euch, ich will es auf den Punkt bringen heute Morgen. Glaubt mir, glaube ich wirklich an eine Verlorenheit? Glaube ich daran, dass es Menschen gibt, die nicht gerettet werden, die nicht in den Himmel kommen? Und ich will es wie folgt sagen, Jesus sagt in dem Text absolut glasklar für jeden verständlich. Du musst kein Theologe sein, um das zu verstehen. Es ist um die Frage gegangen,
wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt, es gibt nur eine Tür. Und die Tür ist für alle da. Aber der Himmel ist nur für die durch die Tür gegangen sind. Schaut, wenn Himmel und Hölle keine Realität wären, hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann würde es lange, dass wir an einen Jesus glauben, an einen guten Mensch, vielleicht ein bisschen an einen Weltverbesserer. Letztens hat mal jemand so lustig gesagt, in der Schule, im Lehrerforum hat man gesagt, hey, wir wollen keine Religion an unserer Schule, wir wollen nur die guten Werte. Und dann hat eine christliche Lehrerin aufgehalten und gesagt, ja, woher kommen denn die guten Werte? Die kommen, by the way, alle von der Bibel. Nächstenliebe, Geduld, etc., etc. Aber weißt du, die Werte, so wichtig sie sind, so wichtig, dass es ist, dass Jesus sie gelehrt hat, die können wir nicht leben ohne Christus. Schau, es sind christliche Werte und du kannst die nur leben, wenn du Christus in dir hast. Ich habe gestern noch mal auf das Religionsprofil von unserem Land geschaut. Wie viele Christen gibt es in der Schweiz? Oh, das sind über 50%. Aber weißt du was, gemäß Jesus Christus ist ein Christ nicht einer, der als Christ geboren wird, sondern wo durch die Tür zu Christus gekommen ist. Ein Christ ist nicht jemand, der es ist, weil es auf der Steuererklärung steht. Sondern ein Christ ist einer, der Christus in seinem Leben hat. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und darum hat Jesus sterben. Ich habe mir Mühe gemacht, einmal noch schnell reinzuschauen in die grösste Popsängerin von unserer Zeit, das ist Taylor Swift. Und sie singt in ihrem Song «Cancelled», ganz ehrlich, über ihr inneres Leben. In diesem Song rechnet sie ab mit allen Leuten, die ihr auf den Weg gehen. Und so auf eine böse Art. Und dann sagt sie dem Lied, wenigstens kennst du jetzt meine Unterwelt und weißt, wo es wirklich dunkel wird. Wenigstens kennst du jetzt meine Unterwelt und weißt, wo es wirklich dunkel wird. Und sie ist bekannt für ihre, für ihre Lyrics. Aber etwas macht sie. Sie ist manchmal gerade ehrlich. Und schaut, was sie singt, ist eigentlich der Zustand von uns Menschen. Du und ich, wir haben die Unterwelt in unserem Leben. Du und ich, wir haben die Seite in uns, wo es eben dunkel ist. Und weißt du was? Der Einzige, der in der Lage ist, uns befreien von dieser Dunkelheit und ins Licht stellen. Der Einzige, der in der Kraft hat, uns von dieser Unterwelt zu erlösen, das ist Jesus. Weil er die Unterwelt besiegt hat. Weil er die Dunkelheit besiegt hat. Und dann sagt Jesus im nächsten Teil ihnen, es macht mich hoffnungsvoll. Er sagt, du wolltest es nicht zulassen. Und weißt du, was ich höre in diesen Worten? Dass wir eine Wahl haben. Du wolltest es nicht zulassen. Das heisst, hey, ich muss nicht zu dieser Gruppe gehören, die das nicht zulässt. Ich kann zu denen gehören, die reagieren. Und ich will mir ein bisschen nachschauen, aber die Hühner haben ein sehr differenziertes Warnsystem.
Und vergebt mir, ich bin nie an der Hühner-Universität gewesen. Ich versuche es wenigstens so ein bisschen nachzumachen. Aber wenn Sie Ihre Bibel zusammenrufen, also keine akute Gefahr ist, dann ist es einfach so grrr, 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 grrr. Und dann wissen die Bibel, hey, das Mami ruft, hey, kommt alle zur Mami. Das ist Gluckern. Der Gluckerruf. Ich weiss auch nicht, warum sie das machen. Vielleicht einfach wieder mal zum Durchzählen, oder? Sind alle da und hören sie auch. So ein bisschen vielleicht Gehorsamstraining kommen alle und so. Oder vielleicht einfach das Mami muss die Kids wieder mal spüren. Wenn ja die Mamis auch, oder? Und dann gibt es einen zweiten Ruf, das ist, wenn Bodengefahr da ist. Also irgendwie ein Fuchs, ein Mensch, das Raubtier. Und dann ist so ein schnelles, wiederholtes Guck, 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 guck. Wie gesagt, ich habe es nicht, ich habe den Dialekt nicht drauf. Oder so tok, tok, tok. Und dann ist die dritte Art vom Rufen, und das ist Luftgefahr. Das ist die Bibel am wenigsten sehen und wahrnehmen. Greifvogel, ein Falk oder so. Das ist so ein hohes, lang, sage ich, tiet, tiet. Der ist jetzt gar noch gut gekommen, so, tiet. Also ein richtiger Warnruf, oder? Wo Kids wissen, hey, jetzt ist nicht einfach Guru, 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 es ist tiet. Und dann wissen sie, wenn der tiet kommt, dann müssen wir rennen. Dann müssen wir rennen. Und schaut ihr, unsere Geschichte erzählt uns Jesus das und den Schutz nachher bieten, das ist das, was die Hähne tun kann. Zu den Hähnen kommen, mit der Bibel selber. Ich habe mich dann so gefragt in den Evangelien, ja, wie haben die Menschen zu der Zeit von Jesus, auf Jesus reagiert? Ich denke an den Herodes. Der Herodes, der hat Jesus als einen Showman. Ich wollte irgendein Wunder sehen, vermutlich so römisch, irgendwie Brot und Spiele. Und Jesus, er will gerne Jesus sehen. Aber er ist gescheitert an seinem eigenen Ego. Schaut, er hat Jesus wählen als Phänomen, er hat Jesus wählen als Unterhaltung, er hat Jesus wählen so ein bisschen als, ja vielleicht sogar als Popstar. Und ich habe mich so gefragt, hey, ist das nicht irgendwo auch erschreckend aktuell? Wie viele Menschen haben nichts so per se gegen Jesus? Ich meine, unsere Zeitungen vergeht kaum eine Woche, dass nicht irgendein Zitat lesest von Jesus. Weil er hat schon noch coole Sprüche drauf gehabt, oder? Geben ist seliger als nehmen und so weiter. Und dann der mit den Backen anheben und so. Und Zeug. Also seine Zitate sind schon noch cool. Kannst du schon noch brauchen, oder eben kannst du gerade so als Anti-Werte mal brauchen, oder irgendwie so etwas. Aber weißt du, die Gesellschaft geht so daran vorbei, zu erkennen, dass Jesus nie als Showman gekommen ist, sondern weil sie einen Erlöser braucht. Und der Herodes ist nie auf Jesu Ruf eingegangen, sondern ist an Jesus vorbeigelaufen, weil er ihn abgelehnt hat, als Erlöser, als König und als Herr von seinem Leben. Und ich denke an die Mehrheit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir müssen uns überlegen, es ist ja paradox. Das ist ja die religiöse Leiterschaft im Land gewesen, wo der Menschen Messias Hoffnung predigt hat, über Jahrhunderte. Und jetzt kommt der Messias, kommt das, von dem sie erzählt haben, und die den Messias praktisch flächendeckend abgelehnt haben, sind genau sie. Und Jesus redet nachher zu ihnen und er sagt, und so ist das gemeint, euer Haus wird veröden, sagt er ihnen. Was heißt das? Hey, eure Häuser werden sein ohne Gott, es wird das Leben von Gott wird nicht mehr dort sein. Und ich habe mich so fragen, hey, ist es nicht auch ein Stück weit eine Botschaft an unsere Zeit? In wie vielen Gotteshäusern begegnen Menschen heute noch Gott? In wie vielen Gotteshäusern
hören heute noch Menschen die Stimme von Gott auf irgendeine Art und Weise. Ich bin ganz offen heute Morgen. Aber es ist eine traurige Sache, dass die Menschen, die unserer Gesellschaft religiöse Orientierung geben, den Menschen keine mehr geben. Und dass Gotteshäuser zu einem Ort geworden sind, wo mehr Touristen anlocken, als Menschen, die wirklich Sehnsucht haben, Gott zu begegnen. Jesus sagt ihnen, euer Haus wird veröden. Und Jesus spricht das aus und er sagt, weißt du was, wenn du Gott willst draussen haben, wirst du auch einmal nicht bei Gott hineinkommen. Und Jesus redet hier von dieser finalen Trennung von Gott, seinem Wirken, seiner Güte, seiner Gnade. Und liebe Freunde, das ist das schrecklichste Desaster, was es gibt für einen Menschen. Es ist das schrecklichste Desaster, was es gibt für einen Menschen. Aber ich bin so froh, dass wir in dem Evangelium sehen, wie viele andere das es gibt aus dem Volk heraus. Sogar Nikodemus, er war auch einer von den Schriftgelehrten. Er hat Jesus erkannt. Er hat Jesus wirklich gesucht. Er hat sich wirklich bemüht darum, zum herauszufinden, wer ist der Jesus? Und er ist zum Glauben gekommen an Jesus und hat später Jesus verteidigt. Eins weiss ich, der Ruf von Jesus, der geht auch noch heute durch alle Länder dieser Welt. Der Ruf von Jesus ist ein Ruf, der immer noch an jedes Herz von jedem Menschen auf dieser Welt, von dir ganz persönlich heute Morgen, wo du da bist, ertönt. Ein Ruf. Es kann sein im Gottesdienst, in der Predigt, es kann sein, dass Gott ruft durch Umstände, dass du im Gewissen spürst, es ist nicht gut. Dass du es in deinem Lifestyle spürst, dass du merkst, du läufst in eine Sackgasse rein. Dass Gott dich erinnert, etwas vielleicht aus deiner Kindheit, aus deiner Jugendzeit. Und du merkst, ich muss wieder zurück. Wie viele Menschen haben zu Jesus gefunden, weil ihre Großeltern gebetet haben für sie? Irgendwo, der Ruf, kommt unter meine Flügel. Schau, das kostet uns etwas. Es kostet uns unseren Stolz. Wisst ihr warum? Weil unsere Vorsätze nicht langen. Wir scheitern alle unseren Vorsätzen. Und wir spüren in uns etwas von dem, was Taylor Swift der Underground nennt. Und weißt du was, Jesus, er ist der dich freisetzen kann davon. Und du musst wissen, er ist die Henne, die seine Flügel ausbreitet. Du musst noch etwas wissen. Jesus, nicht du, sondern Jesus, hat für dich den tödlichen Schlag vom Volk schon getragen. Jesus hat für dich die tödliche Feuerbrunst, die über ihn gegangen ist, er hat die schon erlitten durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Damit du Befreiung kannst haben. Damit du nicht ins Verderben musst kommen. Damit du den Himmel kannst sehen. Damit du bei Gott kannst sein. Und du sagst vielleicht, ja Matthias, das weiss ich alles schon heute Morgen. Halleluja, ich bin bei Jesus. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und ich möchte heute Morgen noch 2-3 Anwendungen in unsere Mitte legen. Weißt du was? Gott ist immer noch Gott, der rettet. Und er redet nicht nur einmal, dass wir unter seine Fittich kommen, sondern er redet mit uns, weil er eine Beziehung mit uns möchte. Weißt du, die Bibel sagt, früher hat es euch mit Macht zu den stummen Götzen gezogen, zur Karriere, zum Ansehen, zum Geld, zum Besitz, zu allen weltlichen Werten. Jetzt aber zieht es euch zu einem Gott, der rettet. Wir haben einen Gott, der sich mitteilt. Jesus hat gesagt, ich habe eine Stimme, die meine Schafe hören können. Weißt du, Jesus ist so, dass er sagt, hey, weißt du, du hörst nicht nur mein Tiet, sondern du hörst nachher mein Gurre.
Guru, Guru. Du hörst nachher auch die Stimme, die sagt, hey, jetzt leb in meiner Gegenwart, leb unter meinen Fittich, leb in meiner Nähe. Und ich möchte dich schnell fragen, auch wenn du Jesus vielleicht schon lange kennst, hörst du noch auf die Stimme von Gott? Hörst du noch auf die Stimme von Gott? Heute in der Nacht bin ich am Wetten noch für den Gottesdienst. Und es war mir, wie wenn Gott mir eine Botschaft mitgibt noch für das Buch Eck. Und er hat gesagt, Matthias, ich will eine Gemeinde, die es besser lehrt, auf mich zu hören. Und eine Gemeinde, die reagiert. Eine Gemeinde, die hört und eine Gemeinde, die reagiert. Eine Gemeinde, die besser anlässt. Und weißt du was? Die Stimme von ihm im Alltag, die ist so wunderbar. Ich habe Gott noch gefragt, hast du mir noch etwas für die Eltern? Gib den Eltern etwas mit. 3 Sachen, die besten Sachen, die ihr tun für eure Kinder. Nummer 1 ist nicht Food, sondern Gebet. Betet für eure Kinder. Weil der Einzige, der 24/7 bei euren Kindern sein kann, bist nicht du, sondern Gott. Betet für eure Kinder. Gebet für eure Kinder tut mehr als alles, was du sonst für deine Kinder kannst tun. Und weißt du, dann wirst du nicht zum Helikoptermami und zum Helikopterpapi, dann wirst du zum Adlermami und zum Adlerpapi. Das Zweite ist, bist deinen Kindern ein Vorbild. Was es heisst, Jesus nachzufolgen. Kinder werden dich genau beobachten, ob du einen authentischen Glauben hast an Gott. Auf Englisch heisst es so schön, whether you walk the talk. Ob du das lebst, was du sagst. Das heisst nicht perfekt müssen sein. Gar nicht. Aber es heisst, deine Kinder wissen, wie du mit Fehlern umgehst, was deine Werte sind. Und das Dritte ist, setz alles dran, deinen Kindern zu ermöglichen, in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinschaft der Angebote der Kirche gross zu werden. Hey, weißt du, wie schön ist es, wenn du nicht allein für den Glauben deiner Kinder kämpfst, sondern wenn das eine Zusammenarbeit ist zwischen Kirchen und Eltern. Ich bin so froh, dass meine Kinder heute den Weg mit Jesus klar gehen. Und ich weiss, es ist Gottes Gnade. Aber die 3 Sachen haben wir gemacht. Die 3 Sachen haben wir gemacht. Los auf Gott. Und wenn du am Ende bist in der Erziehung, weißt du was, das ist so schön, du darfst Gott fragen, was willst du machen? Und wie oft habe ich ein Signal von Gott bekommen? In der Mitte der Nacht, eines der Kids hat brüllt, ich habe nicht gewusst, was. Und dann ist ein Gott da, der redet. Ein Gott, der ruft, auch heute Morgen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Und ich bete, Herr Jesus, dass du in diesen nächsten Momenten durch unsere Reihe gehst. Und dass jeder Einzelne, der da ist, so deine Stimme darf hören. Deine Stimme darf hören. Herr Jesus, vielleicht braucht der eine heute Morgen den Ruf von dir, das Guru, Guru, Guru. Wo einfach sagt, hey, komm zurück. In meine Nähe. Komm unter meine Fittich. Sorg dich nicht. Vielleicht braucht der eine oder andere unter uns, Herr, das laute Tiet, wo irgendwo ihm sagt, hey, es ist Zeit. Es ist Zeit, dein Leben Gott zu geben. Es ist Zeit, durch die enge Türen zu gehen. Nimm die Chance jetzt wahr, wo du spürst in deinem Herz. Jetzt ist es da drin. Du fühlst es, dann gang nicht darüber aus. Oder vielleicht ist es das Tok-Tok, wo du genau in deinem Leben irgendwo spürst oder erahnst, da ist eine Gefahr. Gang nicht dort hin. Das ist Bodengefahr. Durch einen Menschen, durch Umstände, durch eine Option, die du hast in deinem Leben. Gang nicht darauf ein. Gang nicht darauf ein. Du darfst ihn anrufen, er wird dir helfen. Herr Jesus,
Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Und dass jeder den Ruf von dir so darf hören, wie er es braucht. Und ich will einfach an deiner Stelle heute Morgen, will ich den Leuten die Ruf in unsere Mitte auch geben. Das Rufen von dir, wo Menschen rufen unter deine Fittich. Zu einem Leben mit dir. Zu einem Leben erlöst von der Sünde, zu einem Leben befreit durch die Kraft vom Heiligen Geist. Nicht durch eigenen Effort, sondern durch dich. Können ein neues Leben zu führen. Und wenn wir so in Gottes Gegenwart sind, unsere Augen zu sind, möchte ich schnell fragen, wie viele Menschen sind da heute Morgen, die sagen, hey, ich möchte heute Morgen auf das Rufen von Jesus eingehen. Ich möchte durch die enge Türen und ich möchte das Leben mit Jesus wirklich anfangen. Heb doch deine Hand auf einen Moment. Dass ich sie sehen, dass wir beten miteinander und es ist ein Zeichen auch, wo du Gott gibst in dem Moment. Danke, danke, danke. Und ich werde dich jetzt einladen, bete doch mit mir. Es ist ein einfaches, kurzes Gebet. Und ich glaube, die ganze Kirche darf mitbeten. Und du kannst sagen, Herr Jesus Christus, ich habe dein Rufen gehört. Und ich komme. Ich erkenne, dass ich dich brauche. Erlöse mich von meiner Dunkelheit. Erlöse mich von meiner eigenen Finsternis. Und vergib mir meine Sünde. Und ich lade dich ein, Jesus. Komm in mein Leben. Und schenk mir Kraft von deinem Heiligen Geist. Für ein neues Leben. Mit dir. Ich danke dir. Hast du mein Gebet erhört? Halleluja. Halleluja. Wow. Das war dein Eintritt heute Morgen in den Himmel. Dein Eintritt zu Gottes Welt. Und ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar. Hast du reagieren können? Hast du Ja sagen?